Normal beginnt die Kirschentied am 23., 24. Juni. Das ist jetzt ja alles etwas früher. Wir erwarten mengenmäßig eine sehr gute Ernte. Die Kirschen sind teilweise sogar taufvoll, wie als Kirschbauern sagt, wie Rob geschmeten. Das ist dann auch wieder nicht gut, weil die Kirschen dann zu lütt blieb. Ob da nun viel Kirschen sind oder wenig, man kann doch nicht ihr was zu sagen, als wie die Kirschen in die Kiep hab oder das Geld in die Tasche. Denn Kirschen sind sehr, sehr wetterempfindlich. Und die regen nicht von den forschen Regen oder von den Gewitterregen kaputt, sondern die gut kaputt, wenn die lang nass sind. Und wenn das oben Glock 5 mal bei den nieselt und Glock 10 nieselt das noch mal bei den und man hat so eine neblige, dogige Nacht, wo keine Windbewegung ist und morgens Glock 7 nieselt das noch mal bei den, dann geht die Kirschen Glock 10, Glock 11 kaputt. Vormittags. Wir hat die wie vormittags den pflückt, hat und führt mit nach Hus und wollen die sortieren, dass die in Korb oder in die Kiste dennoch Platz sind. Also, wir wünschen uns gutes Wetter, da wir die Kirschen treuig in die Kiep kriegen. Und der zweite Feind von den Kirschen, das sind die Sprehen. Früher als Schauljungen konnten wir uns für die Sprehen nicht anders retten, als mit so einer Klappermühle. Da sind wir von morgens bis abends den Hof ab und durch rennt. Die Bäume werden aber ja hoch, die werden 12, 14 Meter hoch. Und die Sprehen, die werden immer frecher, die Seiten da oben und fliegen nicht weg. Wir haben manchmal in einem Baum so weint, weil die Beißen nicht wegfliegen den. Und habt auch einmal die Klappermühl ranschmieden. Und wenn die Klappermühl wir wir haben sie kein Stil mehr, dann wird das Klappern auch vorbei, dann kommen wir bloß noch grün. Und diese, wie 6 Sprehen, normal sagt man Stare, das sind normal Singvögel. Aber für uns als Aufbauern ist das Unkraut. Das sind Beister. Das ist unser größter Feind im Moment, solange wir die Netten haben. Aber da haben wir jetzt Ruf für. Wir täten Netze rüber. Die Kirschbäume sind nicht mehr so hoch. Ja, die Netten lohnt wie nicht einen Tag länger auf den Bäumen sitzen, weil die von den UV-Strahlen kaputt frieden wird. Der holt 4 bis 5 Jahre, je nachdem, wie lang man die rüber tut. Also wenn irgendein und die Anlage ist afernt, war die Netten runtergenommen. Die gut von den UV-Strahlen kaputt, die Frauen die Kindertür. In der Stufe gut die Gardinen an den Sünden sieht auch eher kaputt, als ob im Norden sieht. Früher haben wir als Kinder, und das ist auch noch, das ist für heute auch unmöglich, wenn die Kirschentied so wie wir, das war die ja in den Jahren immer bei den, dann gingen die Bauern und Lehrer hin und sehen so, jetzt müssen die Kinder vieren haben, die mit Sprehen heugen. Und dann kriegen wir ab nächsten Montag frei und haben vieren und müssen die ganze Kirschentied über Sprehen heugen. Und man hat auch mehrere Methoden, die Sprehen abzuwehren. Da werden Sprehenkirdel, ausgestoppte Poppen und Phonen und auch Klappermühlen, die von Wind klappern, die klappern Tag und Nacht. Und Notenkrieg kommt in die Zeit, da wie Böllerschüsse mit so einem Karbitknaller. Jetzt muss man das mit Gas. Aber die Sprehen, die sind meistens schlauer als wir. Den Knallapparat kann man da bloß 2, 3 Tage hinstellen und dann haben die sich daran gewöhnt. Dann haben wir dann die umstellt, nur der andere sieht. Aber viel nützt das auch nichts. Aber jetzt haben wir die Netten. Und das ist ideal, das ist zwar teuer, aber dann sind die Sprehen guten für. In meiner Kinnertied wird das auch, da wir die Kirschen auf Halbrieb pflückt haben, bloß um für die Sprehen von den Bäumen zu holen. Und jedes Jahr ist eine Kirschensorte oder eine Kirschenwoche verregnet, aber das ist heute auch noch so. Wenn das wie eine Woche bleibt, dann jammert die Kirschbauern nicht, das kennt ihr so, dass jedes Jahr eine Woche keine Kirschen pflückt werden und dass die kaputt geht. Wird im Betrieb Dörrigsorten. Dann sagt schon manch einer, was schon das, warum habt ihr so viele Sorten? Aber uns Kirschentied geht über 4 Wochen, inzwischen auch über 5 Wochen, weil die ganz dicken Kirschen, die grauen Kirschen, die kommen ganz zum Schluss von der Kirschentied, erst in Juli oder sogar bis Anfang August. Und
Jetzt 4 oder 5 Wochen Kirschen zu pflücken, braucht wie viele Sorten und normal in jeder Weg 2 oder 3 Sorten. Und wenn wir dann 5 Wegen pflücken würden, dann braucht wir 15 Sorten, denn wir können die Kirschen nicht für gestern pflücken, wenn die übermorgen rieb sind. Daher die vielen Sorten. Wenn man dort Ole Land führt, überall steht die grauen Schiller, Knubber, Knubber, Knubber. Eine Sorte Knubber gibt es überhaupt nicht. Der Ausdruck Knubber ist ein Zeichen für eine feste, harte Kirsch. Die Regina, das ist eine Knubber, aber das gibt keine Kirschsort, die von Hus aus Knubber hat. Und noch ein Teil, wenn ich hier dort Ole Land führe, die meisten schrieben Knubber mit BB, das hört sich dann noch härter an. Das wird mit PP geschrieben, das kommt nämlich von Knorpelkirsche und nicht Knubberkirsche. Aber die Privatverkäufer meint, wenn man das mit BB schrift, dann kommt die Kirsche noch dicker und noch härter und noch knackiger für.